Und weiter geht's wieder mal bei Fire Emblem Path of Radiance mit Kapitel 13 durch den Wind. Und was hier alles noch passieren kann, ist eine sehr, sehr gute Frage. Unser aktuelles Team sieht wie folgt aus, vor allem halt Ike und Sihar sind natürlich, denke ich mal, im Hauptteam, also werden natürlich auch bleiben. Lette, denke natürlich auch schon, 1, 2 Lagus sicher, Lette momentan sind noch stark drauf und so. Aber vielleicht wird es nur durcheinander Lagus als jetzt später, aber naja, ein gutes Level und so. Dem ja ganz gut. Alia, die muss ich eventuell noch ein bisschen hochpushen. Das heißt entweder mit Zusatzdingen, wie zum Beispiel irgendwie Draco-Schild und solchen Dingern halt. Dann vermutlich auch noch Meistersiegel ab Stufe 10 dann. Oder bei Titania wird er auch ein bisschen nachhelfen müssen mit Push-Ups. Also natürlich vorausgesetzt, sie bleibt im Team und ihn noch ersetzt. Kevin, der bleibt sich auch im Hauptteam. Ja, sag ich mal, die zwei plus Alia wegen Heilung halt. Bei uns ist der Riss leider draufgegangen wegen dem schwarzen Ritter. Kevin, Boyd, Marcia sicher auch. Ilian muss noch gucken. Jill und so sind aber auch stark drauf, kann man durchaus auch so lassen. Und Volker. Ah ja, wegen Volker und Alia muss ich ganz kurz noch was erzählen. Dazu aber gleich mehr. Und ansonsten der Rest, ja, Oscar ja noch als Reserve. Bin ja momentan nicht mehr so begeistert von dem. Vor allem wegen niedriger Speed, oder? Geschwindigkeit bei ihm sehr, sehr lahmarschig. Mia, naja. Wir haben ja Siak, den brauchen Mia nicht mehr. Und Sote als Reservedieb. Also, indem es immer ganz kurz um Unterstützungsgespräche und so geht. Also, wegen Alia und wegen Dieben, wegen Volker, genau. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was gehabt. Es ist ja so, wie ich bereits erwähnt habe, das Spiel ist für mich blind, sprich ich habe es noch nie gezockt und zocke es jetzt zum Let's Play Beginn halt her zum ersten Mal. Deswegen ja auch gewisse Überraschungen, wie das zum Beispiel mit dem schwarzen Ritter, da kann ich wirklich nicht ahnen. Gewisse andere Aspekte halt noch und das soll ja auch so sein, vor allem hauptstorymäßig soll alles blind bleiben, das ist ganz cool. Im Spielsystem selbst kann es durchaus sein, dass ich zwischendurch mal irgendwelche Fragen und so weiter stelle. Und dazu gab es ja auch schon, also habe ich bereits gemacht, bezüglich Alia und auch wegen Volker. Sprich, ich habe Kai gefragt, also LorKai1102, kennt sich der eine oder andere von euch. Er hat das Spiel ja früher, also kennt das Spiel auch schon und so, hat es auch schon durchgespielt. Und haben auch ein paar Tipps gegeben, auch wegen, naja, auch wegen den Fähigkeiten. Sprich, haben wir gefragt, wie es denn dort aussieht, sprich, ob man die irgendwie nochmal kaufen kann und so, weil wegen Ablegen sind sie immer weg und so, natürlich schon doof. Aber die kann man scheinbar echt nicht kaufen. Es gibt so eine Möglichkeit, dass man die später nochmal neu zuweisen kann, aber das muss man schauen, wenn es soweit ist. Da bin ich ganz kapiert, wie er das gemeint hat. Ja, und dann generell mit Alia und Volker, dass sie wohl Meistersiegel bekommen zum Entwickeln dann. Vor allem Volker ganz doof. Der hat momentan noch das Messer, wa? Und beim Messer ist er schön und gut und so weiter, aber sowohl Diebe als auch Assassinen, also sprich auch wenn wir ihn weiterentwickeln würden, einen guten Volker, der kann nach ihm noch keine Schwerter, Pfeilbogen oder so da benutzen, immer nur seine Schwerter und halt die Upgrades davon. Es gibt schon stärkere Varianten von normalen Messern. Aber trotzdem nur diese Dinger und das ist natürlich zum Trainieren ein bisschen lame. Deswegen denke ich, dass ich vor allem für ihn und auch für Alia ein bisschen die Bonus-EPs brauchen werde. Und vor allem ein Meistersieger, also das sicher. Folge kann ich eigentlich schon jetzt machen, will noch ein bisschen warten. Vielleicht gibt es dann noch ein cooles Level-Up mit ein paar Statuspunkten. Bei Alia, sobald die Level 10 erreicht wird es entwickelt, dann wird es eine Valkyrie, die soll sehr, sehr geil sein, bin schon gespannt darauf. Und dann, ja, mal weiter schauen, wa? Soweit dazu. 3 Brüder! Tun können. Boah, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe deine Begeisterung, Ike helfen zu wollen, aber versuche doch zu erklären, was du genau meinst. Ja, der gute Oscar momentan nicht mehr in unserem Team war, weil er ein bisschen zu lahmarschig ist. Vielleicht kommt er wieder drin oder ich nehme ihn irgendwie dann bei Wedding Dawn rein. Aber Rolf sicher, da könnt ihr auch schon darauf freuen, wer irgendwie Wedding Dawn auf dem Let's Play fiebert und so. Wenn, und natürlich sobald das Let's Play, wie gesagt, muss ich erst noch das Spiel besorgen, aber dann wird Rolf sicher auch dann zur Haupteinheit gehören. Jetzt haben wir das schon Hosenscheißer. Nehmen wir die Hosenscheißer? Ja, genau, also so, dass irgendwie die 3 zusammen können wie eine coole Attacke durchführen. Haben irgendwas gelesen, aber wie das genau sein soll. Das ist die Frage, wa? Ab wann kann ich das irgendwie... Ja, okay, jetzt kommt Ike sogar noch dazu. Das ist die Frage, war bei diesen 3 Brüdern. Dingsum, kann ich das irgendwie bereits jetzt ausführen? Soll ich es bereits mal machen oder versuchen? Weil
Und Oscar, der käme natürlich schon den Gegner noch klar. Ich meine, so schwach ist natürlich schon nicht, aber Ulf, wenn ich den irgendwie einstelle und so, das kann dann sehr übel werden. Aufgehoben, es ist meine Pflicht zu laufen, den darf ich es einer Prinzessin von Cream und ihrer Bandensöldner nicht erlauben, frei ihrer Wege zu gehen. Oh Mann, nee. Ja, also was die Rolle von Jill soll, ich meine, sie ist selbst, wie es scheint, noch eine gute Kämpferin, aber was ihre Rolle da soll, finde ich das auch ein bisschen sehr, sehr kurios. Von Halbmenschen, nennen sie doch nicht so, das sind Lagus. Halbmenschen, Oh, man nimmt diese Vorteile und das alles und so weiter. So auf dem Board, okay, okay, Oh, man ist Chile, gut. Die Frau. Hey, hey, wenn das nicht unser Commander ist, was hört doch hier runter? Geschichte. Bin mal gespannt. Aus Süßgewissenseiten. Zu beobachten. Jo. Einfach nicht zurückhalten. Ich rief, Commander, passt auf! Ich meine, einen seltsamen schrillenden Ton gehört zu haben. Natürlich immer gut. Hat ja auch umgedreht und den Rahmen mit einem Schlag zu Fall gebracht. Das war so anregend. Meine Hand, wenn du mir jetzt... Oh mein Gott, hey. Echt so offensichtlich? Also sind so... Oh. Ist auch peinlich, nicht wahr? Ihr seid niedlich, wenn ihr so schüchtern seid. Nicht mehr gehen, hey, vergesst es nicht. Erinnert mich ein bisschen an Talia aus Awakening. Talia? Talia, war. Du bist George. Was Waffen für uns? Nö. George kauft gebrauchte Waffen. Ich bin ein Zwillingsbruder. Wir haben schon so eine Sache. Die wäre... Er ist blond, ich bin braun. Okay. Daniel. Daniel George. Braune Haare, Daniel Waffen, blonde Haare, George Items. Das kann man ja merken. Ja gut, immerhin du kannst es. Okay, ich habe das Bild. Weniger Soldaten, was sollen sie dann tun? Kavalier und Ritter, wird raussehen. Wahrscheinlich zu überschreiten. Hier von Magier und schon versuchen. Planken sichern, wieder heilen. Wieder zu reduzieren. Angreifen lassen. Ja, und wie? Idee nur für? Was, ein Kriegsspiel? Dann wir gerne ein bisschen an The Witcher 3. Oh Mann, okay. Da sind wir durch. Wir brauchen sonst nichts mehr. Also direkt loslegen, dann ganz kurz speichern. Mit dem Wind. The Wind of Change. So, und jetzt geht's weiter. Ike, hier ist eine Frau, die behauptet, eine Gesandte der Theokratie Betschnin zu sein. Sie fragte die Prinzessin von Creamy an Bord sei. Was wir jetzt tun? Eine Gesandte aus Betschnin? Woher weißt du von diesem Schiff? Vielleicht hat der König von Gadia es hier gesagt. Andererseits sprechen wir hier über Betschnin. Ich kann mir vorstellen, dass sie Spione in allen Ecken des Kontinents im Einsatz haben. Vielleicht ist einer dieser Spione ihr Informant. Dann sollen wir nicht überrascht sein, dass wir Prinzessin Alicia Bescheid weiß, wa? Nö. Aber es ist alles ungewöhnlich, für Betschnin einen Gesandten zu einer Prinzessin zu senden, die sie noch nicht einmal als solch anerkennen. Wieso? Der Kaiserin selbst, können wir eins zu Betschnin, dann haben die Namen von der Theokratie gelöst. Hier weisen sollte, eine Bedeutung hat, die Pläne mit verbinden, klingt logisch. Harsch vielleicht, aber das ist die Wahrheit. Ja, so ein. Der nimmt kein Blatt vom Mund. Taktvolle Worte in Frage stellen. Vor allem taktvoll. Ike, Nasir, ihr habt keinen Grund, Saulen zu tadeln. Es ist einfach seine Art. Sie verletzt mich nicht. Ja, immerhin sehen wir, das ist natürlich cool. Ja, wer ist es denn, die Gesandtin? Prinzessin Alicia von Creamia, nehme ich an. Ja. Es ist meine Ehre, euch zu begegnen. Mein Name ist Hanif. Ich bin Vizekommandeur der Heiligen Garde von Betschnin.
Ich muss euch fragen, was Päckchen von mir wünscht. Das ist eine heilige Garde sendet, um mir die Aufwartung zu machen. Die Hohepriesterin hat von euch erfahren, Prinzessin Alicia, und sie wünscht euch persönlich kennenzulernen. Mir wird die Ehre zuteil, euch nun zu ihr zu bringen. Die Hohepriesterin? Ich soll... Sicherlich hat die Hohepriesterin wichtigere Dinge zu erledigen als... Werdet ihr mich begleiten? Ich vermute das könnte eine Falle sein, ey. Klar, Mann. Okay, Mann, dann komm ich mit. Tschüss. Schlechte Nachrichten, Ma'am. In der Nähe der Hohepriesterin wurden Lagus gesichert vom Stamm der Vögelrabe. Was, schon wieder? Sind vielleicht einfach Diebe. Commander Sigrins mit der Hohepriesterin. Vorbeizukommen. Fallen wir uns also ruhig. Dann wird das Ganze, was die Haupthohepriesterin auffällt. Was? Der Hohepriesterin entführt? Nö, der Kommando erklärt, die Hohepriesterin ungeduldig und hatte wieder ihre eigenen Momente. Ich habe mich am Dock umgehört und tatsächlich eine der Hafenarbeiter mitbekommen, wie sie anordnete, dass das Schiff ohne uns Segel sitzen sollte. Wo hat sie ihre Diener? Oder, was ist los? Haben wir gerade auch. Okay, wo ist sie jetzt? Und erst kam Winter, so weit gesegelt sein kann. Ich bin zwischendurch hinterhergekommen. Jo. Verstehe, okay, los geht's. Entschuldigung, ist etwas los? Die Musik ist so cool. So, ich werde jetzt auch zurückkehren, warte auf mich und tschüss. Was soll das jetzt? Was geschehen? Glaubst du, das Schiff da drüben hat etwas damit zu tun? Die Gesandte fliegt in die Richtung. Oh Mann, es werden angegriffen. Wie gesprochen wurde. Ike, warum helfen wir ihnen nicht? Fühlt sich erholsamen? Es ist dir gar nicht ähnlich, um ihnen Hilfe anzubieten. Das ist die Gelegenheit. Die Kaiserin wird uns so etwas schuldig sein. Oh Mann, ja, so, das ist wieder mal typisch. In den Gedanken, Helfen sollen, okay, gut. Ja, komm. Und auf die Mütze gehen wir auch nicht schlecht. Küste Betschniens. Das schaffen die alleine? Egal, wir besiegen es, wenn immer mehr, die uns angreifen. Das sind nicht nur die Iraner aus Kilbas, sondern das sind auch Björk. Was wollen die alle hier? Normale Fußtruppen? Wartet das Hilfe? Ihr hast eigentlich die Scout-Prinzessin von Crimea? Ja. Dürfen wir? Ja, gut, wieso nicht? Das Kleinschiff gehört. Die Westen befinden können so Piraten sein. Schalt sie aus! Okay, Mann. Schiffskampf hat er schon lange nicht mehr. Moment mal. Wer zum Henker? Seht ihr das auch da vom unteren Schiff, der mit blauen Rüstung? Ist das Gatry? Wo ist die heilige Garde? Die Ranen und Piraten sind uns zahlmäßig überlegen. Ich werde auch kämpfen. Stella? Cooler Name. Du bist nicht eine Passagierin aus dem Haus Damien? Ich kann niemandem von deiner Statur lernen, so der Gefahr auszusetzen. Ich war Einzelredner vom Bädchen, auch nur für kurze Zeit. Ich werde nicht im Weg sein. Nö, ich kann nicht, wir müssen die Hohepriesterin beschützen, stimmt's dazu? Was beheilt, wann ist im Anmarsch? Hey, sind das unsere Truppen oder was? Also, mein Verbündeter? Die Römer sind Feinde oder wie? Ich verstehe es gar nicht. Gatry, ist es! Geil, ich hoffe, der kommt wieder zurück. Lady Stella, erlaubt mir, euch das Schild zu dienen. Gatry, es tut mir leid, dass ich euch auch mit heimgezogen habe. Oh bitte, das macht doch nichts. Ich fühle mich wohl. Bevor man mich als euer Leibgarde angehört hat, war ich ein erstklassiger Söldner. Diesen Gegner werde ich leicht allein fertig. Kleinigkeit. Wirklich, Safer John ist bemerkenswert gelinde ausgedrückt. Nur vertraut mir, mein Selbstvertrauen wird durch meine Waffe gestützt. Ich bin bereit. Okay, als ihr steht der englische Akzent irgendwie gar nicht. Und da ist noch mehr von ihnen, unser Untergang. Nö, wir sind Verbündete. Nö, mal keine Panik. Kann sie den rausrücken? Warte, bring nichts durcheinander, wir sind hier, um was zu helfen. Wir sind Verstärkung, der Vizekommandant der Heiligen Garde hat uns um Hilfe gebeten. Oh, Kommandant Tanif schickt auf, er ist gerettet. Okay. Verstanden, alle Mann sind Waffen. Das Gatry? Ich glaub's nicht, das Gatry, ist das geil. So, der kommt mit, Lette, die ist eigentlich schon zu stark. Kann 12 mitnehmen, wa? Wobei, wir haben den Rest eigentlich schon. Gut, die können eigentlich Volk noch mitnehmen, wa? Mordecai bleibt hier. Ja, wir haben noch 11 und 12.
Gut, dann kommt sie doch mal mit. Man weiß nie, was da alles passieren mag, wa? Okay, wie sieht's aus? Das ist die gute Stella, die ist da vorne. Ich schätze mal, ich muss mit Ike mit ihr quatschen. Hier haben noch ein paar Feinde. Ja, wer Getry? Ja, ist noch Level 13, geil. Du musst auch dringend quatschen, sonst klaut uns Erfahrungspunkte. Ich hab gar keinen Bock drauf. Truhen, okay. Muss Vogel sowieso mit. Ich würde trotzdem sagen, dass ihr mal nach vorne geht. Andererseits machen wir es mal so. Fliegende Truppen hier. Magier an zweiter Stelle. Einer bleibt ein bisschen zurück. Ich weiß, noch ein bisschen lahmarschig. Vielleicht kann ich bei ihr mal das Bewegungsradius erhöhen. Vielleicht, bei Gelegenheit. Wir müssen schnell von unserem Schiff runter und dann zum Feind, zum Freund, wie auch immer. Es ist Getry, ich glaub's nicht, hey, ich glaub's einfach nicht. Das ist doch einfach nur der Hammer. Ja, der Hammer. Was? NPCs noch? Ach, wahrscheinlich heißt er. Ja, NPCs sind ja zuweilen dafür bekannt, dass sie entweder schnell draufgehen oder aber Level 13, Level 12 oder halt uns Erfahrungspunkte klauen. Ich glaube, irgendwie Erfahrungspunkte klauen trifft hier eher zu. Das wäre doch doof. Ist was? Level 1? Neue Charakter Level 1. Ich meine, er hat Level 13. Geil, Mann. Gut, alte Getry. Stahllanze. Trefferquote natürlich. Supi. Stella, wie sieht's mit dir aus? Was? Plus 2, Resistenz plus 2. Hä? Ritterschild. Magisches Item, das die Verteidigung erhöht. Nur für Ritter, Rittmeister, Soldaten, Ritter. Geil. Das hat die Frage gerade. Moment mal ganz kurz. Muss mal hier. So. Das hätte ein bisschen Probleme gemacht. Okay, was ist das? 15, 15, was ist das für eine Fähigkeit? Elite, bei doppelte Erfahrungspunkte. Das ist ja wohl doppelte. Okay, dann ist natürlich klar, warum sie auf Level 1 kommt. Eine Bogenritterin. Eisenbogen hat sie bloß. Okay, das heißt, ich nehme mal Stahlbogen und Langbogen mit. Vielleicht kannst du das ertragen. Könnte sein. Und für ihn noch eine Langlanze und eine Eisenlanze, wa? Okay, oh, Thron haben wir auch noch. Was, 3 Stück hier oben? Krass. Jetzt auch noch auf 7 Truhen insgesamt. Ja, leck mir. Das sind Normalsoldaten. Das sind Hillebart hier, Weiterentwicklung, die aber ziemlich noch schwach sind. Trotzdem viele Erfahrungspunkte. Dann Schnitter? Ach du Scheiße, ey. Da haben wir es auch dabei, okay. Langbogen. Das ist nicht ganz so stark. Oh nein, ist noch da. Die Lakusraben schon wieder. Ganz toll. Das ist der Boss, sie war. Scharfschütze Level 5, okay, also hohe Crit-Chance. Wir kennen die Teile, ja. Langbogen, Stahlbogen. Oh. Oh, warte. 2 miteinander. Alter, okay, der kann übel werden. Muss mich gut vorbereiten, Leute. Jetzt ist die Frage. Truppen können eigentlich mehr oder weniger so bleiben. Im Lagus doch noch mit, vor allem halt wegen Absicherung gegen den Scharfschützen dort und auch um die NPCs zu retten. Ich denke, Titania wird die gleiche Rolle einnehmen. Dafür kommt Iliana raus, wenn es mal das erste, wie gesagt, wir werden es ein bisschen testen. Shield soll noch ein bisschen trainiert werden, Zoen, Boyd, Zoen vor allem zum Abschließen und so war, zum Finishen. Marcia und Shield sollen sich also um die Raben kümmern, ich hoffe, die beiden kriegen das hin, in Kombi. Haben noch Volker, der Dieb. Mordecai nehmen wir jetzt auch mit. Oscar, der Rest bleibt hier. Oscar, wie gesagt, ja, kann vielleicht schon cool werden, aber irgendwie Geschwindigkeit und so nerven mich immer noch. Deswegen lassen wir mal noch. Items, Ike. Was hat der? Langspeer? Hä? Kann man einen Langspeer geben oder wie? Ne, soll er bitte mal mit Lette tauschen, weil, dann soll sie für Getry das mitnehmen. Genau, das heißt, nimmt auch noch mit... Ach, verdammt, ich habe nur Stahllanze, keine Eisenlanze. Ups. Nimmt noch eine Eisenlanze dabei. Stahl, sie hat eine Eisenlanze, braucht sie aber sicher mal. Na, sie braucht sie erst recht. Wisst ihr was, ich mach's mal anders.
Weil Chili ja weniger Trefferquote hat. Tausche mal so herum, dann nimmt sie Leichtlanze, hat noch eine Stahllanze. Sie soll vor allem Eisen ausrüsten, okay. Dann kann Jill nochmal tauschen mit Mordecai. Und so eine Eisenlanze. Nee, Quatsch, verdammt. Entschuldigung. Ah, Mann. Ich bin ein bisschen nervös, weil gerade noch 1000 Gedanken haben, die durch den Kopf gehen. So, nehmen sie Bogen mit, wa? Eisen hat sie bereit. Sind mal der Wolfsbogen vielleicht? Ne, kann nur ein Rolf eingesetzt werden, obwohl er eigentlich schon ziemlich stark ist, wa? Mein Kraft-Auf-Treffer. Will auch Rolf noch trainieren später? Ich weiß nicht, ey. Jetzt eigentlich echt lieber für Radiant Dawn aufbewahren. Obwohl er da vermutlich eher schwächer ist, war aber gut. Wir versuchen es mal so. Lette hat noch Lagustan und die Beorg gemacht. Soll eigentlich nicht fighten. Naja, trotzdem. Karte, Position her, das passt soweit. Obwohl, noch ganz kurz. Nee, komm, reicht. Noch ganz kurz speichern, Freunde. Und dann geht's endlich los. Wir haben sowieso nicht mehr so viel Zeit. Spielerzug, Mann. So, er war noch ein bisschen, wieso sie eigentlich sofort verwandeln kann, verstehe ich auch nicht ganz. Die Laguschen sind noch so eine Frage. Aber okay, Mordecai haben wir. Kevin steht sie nach vorne. Ike kann natürlich nicht sofort zu ihr hin, aber vielleicht kann ich ihn ein bisschen schubsen, wa? So, erstmal, die gefährlichen Typen von den Bogen, weil die kommen sowieso noch nicht so weit. Die Bogenfuzis. Gut, dann gehen wir sie mal hier hin. Und die gute Jill mal hier und nimmt, wie erwähnt, die Leichtlanze. Wenn sie besser vorankommt. So, jetzt haben wir hier Titania noch. Kannst du vielleicht schon Ike mal... Natürlich kann sie nicht stoßen. Wieso kannst du jetzt stoßen? Weiß auch nicht. Kevin kann dem auch nicht stoßen. Vielleicht kann er schon mal den Bogentypi platt machen. Jo. Und wie gut er das einfach kann. Die meisten Typen in der Front sind ja eh Lanzentypen, also von dem her eigentlich auch kein Problem für Kevin. Der ist echt stark drauf, ey. So, die Frage ist, Gatry mit Ike Quatsch geht vermutlich eher weniger. Vermutlich muss sich Ike mit ihr quatschen lassen und sie dann mit ihm. Wisst ihr, bekanntes Bild aus Fire Emblem spielen. Kannst du ihn, okay, er könnte ihn stoßen. Sind eigentlich vor allem die Lagus noch machen, aber sowieso erst ein bisschen später. Er kann nicht stoßen, okay. Sie kann sich auch nicht, aber noch ein bisschen warten. Unser guter Magier. So, du kannst stoßen. Kannst du ihn auch? Er könnte es auch. Okay. Nein, 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 nein. 5. Ah, fast. Mordecai, kannst du ihn auch stoßen? Murph. So, und jetzt mal gucken. Wer ist denn diese schöne Dame? Bist du in Ordnung? Wer bist du? Ich bin Ike. Ich bin mit Grail-Söldnern hier. Wir wollen das Schiff verteidigen und die Hohepriesterin. Oh, ich bin Stella aus dem Haus Demiel. Blaublütig, wie? Nur versteckt sich besser in einer Kabine. Es sei denn, du kannst mit einer Waffe umgehen. Ich werde mich nicht verstecken. Ich habe früher mit 3. Kavalieren trainiert. Ich mag von nobler Geburt sein. Auf dem Kämpfen verstehe ich etwas. Ich kann kämpfen. Naja, ja, wir können dich gebrauchen. Okay. Blauen Blut und so. Naja. Gut, jetzt hätten wir es sehen. Sie können natürlich mit Gatry quatschen. Ganz geil. Soll er noch angreifen, aber bloß, wenn ich sie natürlich hier vorne hinstelle zum Quatschen, dann müssen die Typen gleich töten, weil sonst, die hat wie gesagt, erst Stufe 1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay, gucken wir mal mit Volker, unseren Dieben. Die wird doch sicher ausweichen, wa? Geht trotz, wobei hier kann man eigentlich eher hin, war. Na egal. Seahawk, unser Meister Schlitzer. Was soll denn das? Nichts, Mann. So, unsere magische Heilerin.
Magisch vor allem. Nicht so mit Stoßen. Alles klar. Weg sind alle schon mal. Jetzt eben die Frage, wo stehe ich sie hin? Soll ich bereits mal angreifen? Können sie ja auch schon, aber gut, sie macht immerhin mal 4 Damage. Also, nein. Erst mal gucken, den Angriff. Gatry! Lady Stiller, geht es euch gut? Warum fragst du? Ich bin in Ordnung. Was soll das doch nicht sein? Ich habe gesehen, wie ihr euch mit diesem blauäugigen Jungen gehalten habt. Was hat euch gesagt? Euer Barsch hat euch gebeten, euch in Sicherheit zu bringen, wenn er für eure Irre kämpfen wird? Naja, in der Art. Oh, was für ein Narr. Ich sag euch, ich werde das niemals lernen. Hey, Gatry, wir sind ehemaliger Commander, also bitte. Kennst du diesen Ike? Unter dem er die Ehre hatte, dienen zu dürfen? Okay, für Quaid hat er Respekt, aber für uns nicht. Oh Mann, ey, also, ich kann es verstehen. Oh, sicher, klar, du von mir. Sag mir Barsch. Okay, es kann trotzdem angreifen, geil. Ja, mal gucken, wa? Wegen ihrer Fähigkeit. So, werden sicher bringen, kann nie schaden. Jetzt haben wir Gatry. Der ist eigentlich ein ganz geiler Typ, wa? Wir kennen ihn ja noch und so. Level 13 ist auch cool. Naja, mehr oder weniger. Wir natürlich ein bisschen leveln müssen. Die Frage ist, sollen wir echt noch beibehalten oder nicht? Ich meine, er hat viel Stärke, viel Verteidigung. Resistenz auch ein bisschen, natürlich ganz geil. Fähigkeit braucht nicht unbedingt. Magie braucht er sowieso nicht, das ist auch gut. Glück auch eher weniger. Geschwindigkeit. Naja. Er muss nicht unbedingt doppeln, also von dem her passt das auch. Er braucht unbedingt noch eine Fähigkeit, ja, doch Fähigkeit hier. SMB, gepanzert, okay, natürlich wegen ihm vor allem doof, aber der kommt natürlich auch niemals hier hin. Dann haben wir natürlich noch das Problem mit ihr hier und den hier, war gut, er kommt auch nur bis zu Ike hin. Auch nicht weiter. Das Problem ist, wenn ich jetzt ihn wegbewege, kommen die natürlich hier durch und greifen sie an, will ich natürlich nicht, deswegen bleibt er hier. Und versuch mal sein Glück. Ich bin Gatry! Was ich echt doof finde, ist, dass du mit den Fähigkeiten ablegen, dass du nicht irgendwie wieder neu zuweisen kannst. Sag mir, Läufer, erweisen sich meine Soldaten als nützlich? König Neusela! Was? Bist du nicht glücklich, mich zu sehen? Schaut euch dieses Schlappessel an. Ich habe euch gutes Geld bezahlt, damit die Gegner überlistet und das Schiff der Prinzessin von Crimea kapert. Der Plan schien aufzugehen und jetzt ist von Pegasus-Recken angegriffen. Dabei haben wir auf unsere Waffen verzichtet. Eigentlich dürfen sie nicht wissen, wer wir sind. Warum greift sie uns also an? Weiß das wirklich nicht? Die greifen das Schiff aus Bettchen an. Was? Das ist Bettchen Scheibenkleister, ey. Was soll dieses Spatzengehirn? Okay. Sagen wir einfach, es war ein Fehler der Kommunikation, dann schlecht vorkommen können. Einfach ein schändlicher König vom Kill. Der König? Oh. Wird also stark sein. Eine gute Nachricht, was? Wenn das von Crimea zum Schiff finden, dann ist schon ein Weg. Oh. Resultat ist kein verdammt. Unterstützung, was wird das diesmal kosten? Überlegen, weil jetzt König unterstützen durch mich. Nein. Der doppelte, dreifacher Preis. Das ist doch Irrsinn. So viel Geld soll ich. Du hast Stunden, und du gibst auch mal eine andere Frage. Geh mal aus dem Auge, Mann, du bist doof. Ach du Scheiße, kommt der echt. Nee. Ja, kommt er doch noch. Soll ich vor mit dem schwarzen Ritterin doch noch für 1-2 Kapitel? Dann gibt es sogar 3, war aber egal. Wenn du zur Hilfe kommst, erst La Vista, ey. Er ist nach vorne. Verdammt, wie kommen wir jetzt da raus? Mission ladet 10 Züge lang verteidigen und will natürlich das meiste rausholen, sprich plündern und so weiter. Die hatten ja keinen Bock auf Ike. Ja, killt die Soldaten, macht sie fertig, immer nieder. Alter, macht nicht viel Schaden. Bisschen Erfahrungspunkte. Also, was man gerade fragt, ist halt noch NPCs. Müssen ein paar überlegen für Bonuspunkte, also Bonus-Erfahrungspunkte halt. Ja, bitte halt doch jetzt ein bisschen. Und bitte nicht meine Gegner ja killen, die will ich bitte noch schön für Stell und so aufheben. Nein! Okay. Wow, ein Crit sogar, geil. Lass ihn am Leben! Ja, geht's rein. Nein! Das ist verdammte NPCs, ey!
Ich weiß, es war nur einer, aber trotzdem, wenn die natürlich so weitermachen. Okay, gehen zur stärkeren Sorte. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das ist mal für heute hier bei Radiant, sage ich schon, Power Radiance. Nächste Part werde ich hier mal in Black Hoods ein bisschen angreifen mit denen hier, ein bisschen auf offener See und so, war mal gucken. Und ja, wird sicher noch hammermäßig geil. Naja, hoffen wir zumindest. Wir haben noch viel zu tun, das ist klar, aber trotzdem hoffen wir, dass es hier weitergeht. Und möglichst keiner verreckt. Also wenn überhaupt, dann Lagus könnte ich entbehren. Aber ansonsten, ja, eigentlich keine. Na gut, Vollkornnopfer ja auch noch, wohl dann ganz cool zu sein scheint. Können ja auch zum Assassinen machen, aber vom Training her mit Messer und so, naja. Mal schauen, wie es weitergeht, hier bei Fire Emblem 9. Bis dahin, ciao zusammen.